Seid gegrüßt, ihr hört die Bostoner jüdische Radioprogramm Das jüdische Kohl auf Radiostanzie WUNR 1600 AM, Brookline, Massachusetts, wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jüdischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brookline. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Guten Abend, der hört das jüdische Kohl auf WUNR 1600 AM Brookline, das steht zu nach Meir David. Auf unser heutigen Programm haben wir dem Covid zu präsentieren ein Interview mit Pinchas Guter, ein Leben gebliebener von Warschauer Ghetto und Majdanek. Wird ein bisschen erzählen wegen seiner letzten Tag im Warschauer Ghetto in Zeit von Pesach, Jahr 1943. Ist euch der Machaber von einem Buch Memories in Focus. Und ist euch gewesen einer von den Menschen, was haben gemacht, ein Hologramm von seinen älteren Fragen wegen Churben bei der USC Shoah Fundatie. Es ist euch Chol Hamoed Pesach und wir wünschen euch einen süßen koscheren Pesach und einen guten Moed. Wir wollen spielen euch Musik und Annonzen und Begrüßungen in Zusammenhang mit der Zeit. Hatanoa. Cheryl Ann's of Brookline, eine Bäckerei mit Koscher und Parav-Gebäcks, mehr wie 25 Jahre, wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Kohl a süßen und koscheren Pesach. Happy Passover from Cheryl Ann's. Cheryl Ann's befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, San West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telefon 617-469-9241, 617-469-9241. Good Yontif von Cheryl Ann's. Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya, Chad Gadya. The Zabin Abba, the Zabin Abba, the Zabin Abba. The Zabin Abba, the Zabin Abba. My name is Tanya Lestman, and als es kommt jetzt Pesach, wollte ich alle begrüßen und wünschen jeden ein gesund und freilichen Pesach. Von mir und von meiner Organisation, wo sie ist, the Jewish Holocaust Survivor of Greater Boston, wünschen nach ihr sollt haben einen freilichen Jontef. Jetzt will ich auch sagen, als dem 1. Mai 2 Säger sein der Yom HaShoah und es sein virtual, es nicht sein in Ephemeral, es sein auf dem Computer. So, ihr wollt es haben, Janet Stein wird auch euch schicken, allem die verschiedene Sachen, Eda Pesach. Wir dürfen sein sehr dankbar, wo es die Zeit ist ein bisschen besser, der Covid hat uns ein bisschen verlassen und jetzt darf man sich nicht trugen, die Maske, kann man sich treffen mit der Familie und haben einen größten Seder und jeder einer kann kommen zu einem zum Zweiten.
Noch einmal wollte ich halt alle begrüßen und wünschen auch einen freilichen Jontag. Seid alle gesinnt und alles Beste. Jetzt ist 79 Jahre sind dem Aufstand in Warschauer Ghetto und ihr seid von den gezählten Menschen, was leben noch auf der Erde, was sind gewähnt dabei. Kennt ihr ein bisschen der Mannen, was ihr gedenkt von die Tag dem 19. April von 43? Ja, ich gedenk sehr gut. Es ist gewesen, finde ich, war sehr gerne in der Früh. Und die Mama hat aufgeweckt bei mir und meine Schwester. Wir sind ein gewähnt Schwesterkind. Und sie hat uns umgetan mit allen Sachen. Und haben viele gegeben, 2 Paar Tights. Also man sucht, in Polisch hat man gesucht, 3 Tusi. Also hat gemeint, dass wir werden verfroren werden in dem Bunker, wo es gewähnt dort in der Erde. Hat sie ungetein, sie hat also gehabt, der Liebschatz ihrer Kinder, also hat ungetein 2 Paar von die 3000 von die Tights. Und wir sind dann runtergegangen in den Bunker. Mein Vater ist gewesen ein Weinmacher, gewesen ein Meister von Wein. Und er hat gemacht im Ghetto, hat er gemacht, zu verdienen ein bisschen Parnusa, hat er gemacht Wein von Roschinkes. Hat er gehabt, auf Mistam hat er gehabt, ein paar Flaschen mit Wein. Hat er aufgenommen, zusammen mit ihm, hat er aufgenommen ein paar Flaschen Wein. Und gewesen dort ein Baker, was hat gemacht, Brot für die Fabriken, wo es haben noch Jiden gearbeitet. Es ist gewesen in der Ghetto, es ist gewesen in der Zeit von Aufstand, es ist gewesen 50.000, 60.000 Jiden dort, haben gewohnt. Und ein halb von denen sind gewesen gearbeitet bei Tabbens und so haben gearbeitet in den Fabriken von den Deutschen. Und sei es gewesen, die Jiden, was man gelost normalerweise dort arbeiten, man hat gemacht, was sei Essen. Ist der gemacht Brot für sei. Hat er gemusst, mir dachte ich, er hat gemusst, wacken ab Sam Matzes, Eider hat gemeint, dass wir sagen, Pesach hat er gemacht Matzes. Und er hat er aufgebringt in Matzes zu dem Keller, zu dem Bunker. In die Nacht, man hat geschossen, gehargert jeden, aber bei uns im Keller, haben gewähnt dort 150 Menschen in der Umgang von, wir haben gewohnt auf Nalewki 1949, in das 49, Nalewki 49, in Nalewki 49 ist gewesen von der Corner of Miller. In ihr weißt, Miller ist gewesen, ganz, dort ist gewesen der Stab von Anilewitsch. Und wir haben wir haben geprobt als Seder dort. Nicht gewesen mehr wie ein bisschen Matze und ein bisschen Wahn. Aber wir haben gedauert, die Aguda, die sind gewesen, jeden haben gekannt, die Aguda von euch so wenig. Wir sind gewesen jeden Chassidim und andere. Und man hat geweint, aber man hat geprobt am Seder. Man hat geweint, man hat geholfen, mit gebeten zum Gott, er soll sein jetzt hier von den Deutschen. Sie gewinnen jetzt hier Mitzrayim in der Zeit von Pharaoh, von Paro, aber wir haben geweint und gebeten von jetzt hier Mitzrayim. Und wir sind gewesen dort in dem Bunker mehr wie 3,5 Wochen. Inzwischen im halb von Mai, von zwischen in der ersten Woche von Mai, in der ersten Woche von Mai, hat man uns gefunden, die Deutschen haben uns gefunden, und sie haben uns rausgesteppt von dem Bunker, und hat uns genommen zu dem Umschlagplatz. Auf dem Umschlagplatz ist gewesen, ihr könnt euch nicht dafür vorstellen, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie so Menschen können leben dort. Man hat uns hereingejuckt in einen kleinen Stieb, und dort sind gewesen, man sich kennt da viele liegen, man sich kennt liegen auf dem Erd,
von dem, was man gekannt, nur knien sich oder stehen. Von dem, was es gewesen so viele Menschen. Wir gewesen dort mehr wie 24 Schuhe. Wir gewesen dort einen halben Tag, wo man es gefunden. Wir sind gewesen die ganze Nacht und mehr wie einen halben Tag zum zweiten Tag. Und in dem Ofen von dem zweiten Tag hat man uns reingejuckt in die Waggonen. Und die ganze Zeit, wie wir sind gewesen in dem kleinen Little Stieb, das ist gewesen ein alter Schiel für jüdische für Kinderschule. Und es ist gewesen also wie ein kleines Zimmer. Und dort hat man hat nicht gelassen, rausgehen, keinem. Es ist gewesen Freunde mit Kindern, ältere Menschen. In alles Ding, was man hat getan, hat man gedacht, dort nicht kriegen, gut nicht zu trinken, gut nicht zu essen. Man kann sich nicht vorstellen, was da ein Geheimnis gewesen in dem Stieb. Mein Vater, als die Wachter sind gestanden bei Teuer, die meisten von den Wachter sind gewesen litwische, ukrainische und andere Latvianer von was haben gearbeitet zusammen mit der Gestapo. Es sind gewesen, gehabt weiße Mundieren mit Bixen und so haben geschossen und gejagt jeden. Als man sie gegeben hat, etwas wichtig, haben sie gegeben ein bisschen Wasser. Ist mein Vater hat rausgenommen dem Finger für mein Mamas Hand, hat rausgenommen ihr Hassene Finger. Sie hat gegeben das zum Wachter, was gestanden dort bei der Tier. Hat ihm gegeben a ganz Fläschel von Wasser. Hat gehabt quasi eine größere Fläschel von Wasser. Mir und meine Schwester haben gekriegt von Zeit zu Zeit ein bisschen Wasser. Mein Vater hat gehabt einen Sock mit Zucker mit einem kleinen Löffel. Hat uns gegeben, die Kinder hat gegeben ein bisschen Zucker und ein bisschen Wasser von Zeit zu Zeit. Aber sie haben das nicht dafür umgerührt. Und nachdem hat man uns reingeschickt in die Waggonen, ist gewesen dieselbe Sache. Man hat reingestippt an so viele Menschen. Und mein Vater hat uns gestippt daran, dort, wie es gewesen das kleine Winkel in Euben, was gekannt hat, ist Utemann. Und wir sind gefahren. Und wir sind gefahren. Wir sind umgekommen. Ich habe gemeint, wir haben gewusst, alle haben gewusst, wegen Treblinka, alle haben gewusst, dass wir fuhr zum Deut. Und wir sind reingekommen. Wir sind geendigt gekommen und uns rausgejuckt von den Waggonen und wir haben gefunden, dass wir sind gewesen in Lublin. In Lublin, nachdem sind wir gegangen. Heint weiß ich, für den Moment, als ich bin reingekommen dort, den zweiten Tag und dritten Tag, habe ich gewusst, als das ist gewesen in Majdanek. Und in Majdanek, als wir sind umgekommen, ist gewesen, zusammen gewaltig geschrien, Menschen mit Freuen, mit Kindern hat man genommen auf einer Seite, Kinder allein, euch auf der Seite, Männer auf der Seite, und mein Vater, ich bin gewesen 11 Jahre alt. Und mein Vater hat mir gesagt, als man fragt ihr, ich habe nicht gewusst, warum sucht mir das, aber er hat gesagt, als er mir fragt, er soll zu suchen, als er sahen 5 Jahre älter, sogar als er bis 16 years old. Ich bin gewesen a Heuche, meine Schwester, wir sind gewesen Zwillinge, sie ist gewesen, ein Kopf kleiner wie ihr. Und sie hat mir sehr genommen mit den Kindern. Und ich habe gekickt auf mein Mama, und sie ist gestanden mit den Freunden. Und ich habe gesehen, als meine Schwester ist sie hat euch geguckt, wie die Mama ist sie ungeheuer zu laufen, sie hat gelaufen zu der Mama, sie hat sie reingenommen. Und die ganze Zeit, ich habe geguckt auf ihr Haar, sie hat gehabt, blond, ein größeren Zopper zusammen. Und ich habe geguckt, und nachdem mein Moyer hat gemacht, als Meister, als ich habe nicht gekannt mehr, gedenken, alles, ich habe vergessen alles, wie sie seht aus, und ich bin, ja, ich gedenke, als wir sind gegangen vor dem Krieg, genommen dem Schulen von der Bäckerei.
Und sie ist gegangen mir. Ich habe gehabt eine Seite von dem Top und sie hat gehalten die andere. Ich weiß, dass sie geht mit mir, aber ich kann nicht ihr sehen. Alles Ding, was ich hab geweint mit ihr 11 Uhr zusammen. Wir sind geschlafen alle in einem kleinen Zimmer in der Warschauer Ghetto. Und alles habe ich vergessen. Ich weiß nicht, wie sie sagt. Da ist allemal, als ich tracht von ihr, ich sehe nur die Hure, die blonde Zopf, den Zopf, was sie hat von unten. Und das ist, nachdem hat man weggenommen alle, erst hat man weggenommen die Freuen, noch hat man weggenommen die Kinder, und wenn alle, wir sind gestanden gewartet, und die letzte, was haben, als sie reingejuckt in der Barack, sind gewesen die Männer. Und ich bin gegangen zusammen mit den Männern. Und man hat uns ausgenommen, man hat sich ausgetun, den ganzen Nacket. Wir sind gelaufen mit den Händen in den Oven, mit den Händen, mit in die Hände, halten die Hände in euch, und man hat uns gejuckt, und dort ist gestanden ein Mann mit einem Steckel, mit einem weißen Mundier, also ein Chalate, also wie ein Doktor, und hat uns gestippt, links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Und ich bin herangekommen, mein Futter ist gelaufen, ich bin gegangen nach mein Futter, und ich hat mir hereingestippt in ein Zimmer, was ist gewesen, also wie man sagt in Englisch, Showerheads. Und ich habe eingeguckt in die Showerheads, also wie und ich habe gewusst, als in der Ghetto hat man gewusst, dass die Deutschen willen dich machen, also Michigan, sie sagen, als sie gehst, ob ein Gast kommst da raus von die Showerheads. Und bei mir sind nicht rausgekommen, der Gast. Und noch hat man es reingejuckt in einen anderen Barack, gegeben die Kleider, wo es dann gewesen, also wie ihr weißt, also wie in Auschwitz, dieselbe Kleider, mit der Hittel, mit stolzen Schiech. Und ich bin da rausgegangen, ich habe gesiegt mein Futter, weil ich habe gewusst, als ich bin leib, hat man nicht mich ja weggehargert. Ich habe gemeint, als sie wollen mich weghargern, aber ich geheim zu sagen, ich schmeiß Ruhe. Aber ich bin Wasser da rausgekommen, bin ich rausgelaufen, ich habe gekickt auf mein Futter. Und ich habe ihn nicht gekannt finden. Und nachdem, ich habe gefunden einen Mann, wo ich habe gekannt, mein Vater hat ihn gebringt in der Warschauer Ghetto, bei uns zu schlafen auf der Erde, in die kleine Kuch. In die kleine Kirche. Wir haben gehabt ein Apartment, das ist gewesen, ein Stieb mit der Kuche. In einer Sache Menschen sind gekommen bei Nacht, wo sie nicht gehabt, keinen Platz, sondern geschlafen dort auf die Erde, auf der Padloge. Und er hat mir nicht gewusst entfernen. Er hat mich gestippt da weg. In Nuchse, er hat gar nicht gesucht. In einem Moment habe ich ihn gesehen, also er hypt uns seinen Kopf und lugt in Schamayim. Er lugt mit den Augen in den Himmel. Und ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe gewusst, etwas, als man Jid kickt da rein mit den Augen in den Himmel, es nicht sehr geht. Aber ich habe nicht gewusst, wo es. Aber dem zweiten Tag, nachdem, als ich bin gewesen die ganze Nacht in Barack, man hat es da reingejuckt in der Barack und gegeben gar nicht zu essen. Wir haben schon nicht gegessen, erst 2 zu 3 Tage. Und habe ich ausgefunden, man hat mir gesucht, Menschen haben mir gesucht, als da ein Tate, der Mama und der Schwester sind einer weggehargert bei die chaserische Deutschen, ja mach schon mal was ich raum. Und das, was ich gedenke, ganz weit, was ist geschehen in Zeit von Pesach in 1943, ungeheuer auf den 19. in Aveki, und das ist gewesen das Ende von meinem Spruch. Schrecklich. Und mehr von eurer Schwester wie ihr Zop gedenkt ihr nicht? Ich gedenke gar nicht von ihr. Ich weiß, wie sie heißt. Ihr jüdische Nummer ist gewesen Schifrotrana. Man hat sie geriefen, meine Mama, mein Name ist gewesen Pinchas, mein Name ist Pinchas. In Polen
hat mir geriefen Pinek, verwusst weiß ich nicht, ich habe geheißen Pinek. Ich habe auch viele von Buchenwald, habe ich gekriegt ein Dokument, wie sie haben gebeten, dass ich soll unterschreiben, und ich habe geschrieben Pinek Guter, also wie wir haben in Heinz schreibe ich mit 2 T, weil die Tschechen noch in der Gruppe haben geschrieben Guter mit G-U-T-T-E-R. Aber bei uns in Polen hat man geschrieben G-U-T-E-R. Habe ich untergeschrieben Pine Guter, mit also wie ein kinderischer Schreib. Und sie hat mir gerufen Sabina. Also Mama ist gegangen im Gymnasium und so gegeben ins polnische Bücher zu lernen. Und von dem habe ich gedenkt ihr Nummern. Aber das ist alles, was ich gedenkt von meiner Schwester. Gar nicht. Ich weiß nicht, wie sie seht aus. Ich weiß, als wir sind gewesen Kinder, kleine Kinder, wie wir sind gestoffen, in welchem Zimmer und all die Sachen. Ich kann gedenken, alles Sachen, was ich habe getan zusammen mit ihr, aber ich kann gar nicht gedenken, wie sie seht aus. Sie ist nicht du, sie ist nur also wie in Englisch sagt man Figment von my imagination. Schaut, was kein Bilder hat nicht bekommen. Gar nicht. Ich habe gar nicht dafür gefunden. Ich habe nur 2 Bilder von Vater Mechuma, was ich habe gefunden in Eretz Yisroel. Unsere Familie, wir sind gefahren nach Eretz Yisroel. Sie haben gewohnt in Eretz Yisroel und ich habe gehabt, ich habe ein Bild von einer chassidischen Chassene, was ich bin gewesen bei die Chassene in 1938. Und ich habe euch ein Foto, was ich habe gefunden in Eretz Yisroel von mein Vaters jüngerische Schwester, meine Tante, sie hat ausgeheißen Sabina. Ich weiß nicht, wie sie hat geheißen auf Jiddisch, aber man hat sie gerieft Sabina. Und sie hat Chassene gehabt mit einem Mann von Warschau, mit einem Mensch, was hat geheißen Vovo Spiegelglas. Und sie ist gewesen die Tante Spiegelglas. Und wir haben bei ihr, also wir sind weggelaufen von Lodge, und wir haben gekommen nach Warschau, und wir gewesen bei ihr in ihr Appartement, sind wir gewesen bei ihr. Und ich habe auch gefunden, als sie ist gewesen ein jung Mädel im Gymnasium, das sind die einzigen Fotos, die ich habe von meiner Familie. Mein Seiser ist gewesen auf der Chassene, und sitzt dort, aber er gewinnt als in größer Gerre Chussid, hat sich nicht gewollt fotografieren. Alles, was sich hat weggenommen in seinen Kopf, als der Fotograf hat ungeheuert zu fotografieren. Und ich gesehen sein Bord, aber sein Punem kann ich nicht sehen. Einer ist der Gott und was keiner, weil Gott ist einer und was keiner. Mein Name ist Gott Morstein, als Leben gebliebener von der Shoah. Wir kommen in Gichen zum Jontef Pesach. Und wir wünschen sich alle bekannte Kol Yisrael, alle Jeden. Es soll sein Scholem auf der Welt, Peschel in Israel und da in Amerika, in der ganzen Welt. Und wir hoffen, dass es wird sein besser. Und wir werden sein zufrieden von die auf der älteren Jahren zu hören, dass es geht, sei von unserem Land Israel und sei von allen Menschen in der Welt. Ich wünsche euch, als wir sollen da leben, überall ja, und dann in einer besseren Lage in solchen Weggehen wie
die schlechte Zeit, was mir umgeht, in Scholem auf der Welt und Scholem in Israel. Ich wünsche alle, was hören, die jüdische Radio, als soll sein Interesse und soll sein zufrieden. Zusammen mit Kol Yisrael. Zwei sind die Kirchen, einer ist der Gott, weil Gott ist einer, im Wasser keiner, weil Gott ist einer, im Wasser keiner. Shalom Aleichem, von das jüdische Volk. Das redet zu euch Leah Sporer-Levitt von Boston, Massachusetts. Ich wünsche euch alle einen gesunden, freilichen, koscheren Pesach. Soll das neue Jahr, weil Pesach rechnet sich euch für ein Anheb, soll das neue Jahr uns bringen Shalom über der Welt, Gerechtigkeit soll über die Deihe, und in der Heim sollen wir haben gesund, Naches und Herzlache und Avadi Jüdischkeit. In einer guten Schor seid mir alle gesund. Seid begrüßt alle Zuhörer von dem jüdischen Chor. Gott ist lieber Resel Gritz von dem Bostoner Arbeiterring, was wünscht euch einen süßen und gesunden Pesach. Kommt verbringen mit uns auf Zoom in die kommenden Tage und Wochen. Die Nest, ein Kreisel zu teilen und hören und reden wegen neue jüdische Projekten. Ein Pesach-Seder für der ganze Kehille. Jüdisch Winkel, Jüdisch Sing. Ein Shabbos-Programm in ganzen auf Jüdisch. Ihr könnt finden alle Protem auf circleboston.org. Noch einmal, circleboston.org. A süßen und gesunden Pesach. Weil Gott ist einer, im Wasser keiner, weil Gott ist einer, im Wasser keiner. Das redet zu euch Scholem Beinfeld. Ich habe dem Covid und dem Vergnügen zu interviewieren von Zeit zu Zeit auf unser Programm interessante Persönlichkeiten von der Welt von Jiddisch. Ich will euch alle wünschen, teure Zuhörer, a süßen und a koscheren Pesach. Und euch ermahnen, als nicht nur ist jetzt hier mit Zerayim der Anheb von jüdischen Volk wie ein Volk, nur euch der Jontef von Freiheit und von dem Kampf vor der Freiheit. Wie es der Mond uns binem Hellas barimt Lied in Warschauer Ghetto ist jetzt heute Nissen, haben Juden gekämpft gegen Sklaverei und Nazismus, wie sagt in Lied, in heldischen Umkum in Leil Hashimurim. Und wir sehen euch heint, wie es kämpft heldisch das ukrainische Volk gegen dem Rosche, dem neuen Paare Putin und seine Armeen. Tolome pravendes Dorm mit unserem Mischpoches und Feind und sein glücklich, was wir leben in Freiheit. Aber beschass meinse, lass mal gedenken, als Vater Freiheit muss man stehen auf der Wach und sein Gerät für ihr zu kämpfen. All Dank und gut Jontef. Vier sind die Mamis, und drei sind die Tatis, und zwei sind die Chis. Teure Zuhörer von jüdischen Kol, das redet zu euch David Braun. Also wie es geht zu Pesach, habe ich wieder die angelegte Aufgabe, euch zu wünschen, einen freilichen Jontef Pesach. Widersteiger habe ich lieb, euch zu nutzen, die Gelegenheit, euch zu drücken, Meir Doviden, dem Verleger und Produzent von der Programm, unser tiefsten Dank, was bringt uns
als Programm also getreu, Woche ein und Woche ist schon 30 Jahre. Mehr sehen noch, was das durchgetan. A Dank von Geseder bereichern unser Kulturleben. Aber guten Jontef mehr mit ein teurer Freud Weure und die Kinder und die zwei neue Einiglach, wo seinen erst letztens zum Masel gekommen auf der Welt, bei deine Kinder Kalmen und Rivkale. Sollen euch sie mit der Zeit sich quicken, herrendig dem Seidens Jiddisch Kohl. Und sollen wir alle traven die Sidoren Gesundheit und mit der Hoffnung, als besser wird noch werden auf der Welt. Euch allen a guten Jontef. Und David Braun. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! A gitten Frühling ach allemen, mitten unkim von de schöne warme längere Tag. Begrüßt ach du Gittel Schächter Wischwanat, die Vorsitzenden von der Jiddischliga. Die getreue Ziehherres von des Jiddische Kohl weißen a Wode wegen dem wichtigen Schliches von der Jiddischliga. Wir sind die einzige Organisation, was hat für ihr Hauptziel das Aufhalten Jiddisch wie a lebendig, sprudeldig, handsartig luschen. Ot verspreiten mir jede Woche thematische Regimes Werte von der Woche, kedem soll können frei reden wegen verschiedener Themen. Letztens, Lemuschel, haben wir so eine Regimes gedeckt, die Olympiade, das heißt Sportterminen, Purim, versteht sich, a Visit beim Doktor, medizinische Terminologie, in Eufelach, Werte verbinden mit dem Vernehmen sich mit Kinderlich. Weil wir dürfen wissen, wie soll zu reden, wegen die Themen auf Jiddisch. Die Jiddischliga geht aus dem ausnehmigen Journal auf den Schwell, wo es hat letztens gepravet sein 80. Jäuvel. Wer will sich geglaubt, dass ein Journal, was man initiiert, hat in 1941, soll noch heraus in einem schönen, modernen Format in 2022. Der Journal, handredaktiert von Dr. Miriam Trin in Jerusalem, ist umgepickt mit Artikeln, Erzählungen, Lieder, Zichroines, in Alts auf Alatisch lebendig luschen. Letztens ist heraus die zweite Auflage von unser prämiert arimnemic Englisch-Jiddisch Wörterbuch. In der vergrößerten Auflage sind zugekommen knappe 1000 neue Wörter, Synonymen in Ausdrucken, wie azul Wörter von dem so geriefenen chassidischen Jiddisch. Anu sagt, was noch für eine jüdische Organisation tita sa Arbeit beim heutigen Tag. Zum Sof will ich auch lassen wissen, dass wir planieren eine wichtige Konferenz mitgestützt mit Columbia Universität in dem jüdischen theologischen Seminar zum 15. Jahrzeit von Dr. Mordche Schächter, dem Gründer von der Jiddischliga. Wir hoffen, dass ihr wird werden ein Mitglied in stützen die Jiddischliga mit einer breiter Hand, kedei unsere Arbeit, unser Schaliches soll auch kennen weiter dienen auf lange Jahren. Es geht je auf leagueforyiddish.org und geht a Quetsch auf den Knäppel Donate. Wir wollen nachkommen a größen Jischkoich. Derweil wünschen wir euch, ihr sollt haben a süßen, a freilichen, in a kuscheren Pesach, in a Welt von Gesinnt in Schulen. Seid mir gesinnt. מלך המובד, ושוגת אוי לשחת, דשוגת לסרו, דשוזי למאיה, דשוזי למאיה, דחו בלי נורה, דשורק לחיתרוני, כלחלבדי, כלחלבדי, של שינר דיחל לגד, Das ist Elliot Dovek von Israel Bookshop, Brookline, Massachusetts. Wir wollen bedanken alle Customers und wünschen allen a Chag Kosher und Sameach. Wir haben eine große Auswahl von Agodois in English and Hebrew, Kaorois, Sifra Kodesh, in euch Sifra Chinuch. Kommt da rein und überzeugt sich. A Chag Kosher und Sameach vom ganzen Staff von der Israel Bookshop. Thank you.
California. Serke und ich wünsche die Zuhörer zu das jüdische Kohl, als es in Pesach und ein gesunden Jahr von dem Internationalen Verband von Jüdisch Klubben, von der Bay und von FIG, Fischels Jüdisch Gruppe, soll dem Pesach bringen Shalom auf der Welt und alle Sonnen werden freien. Mark, dein Programm ist ein brillanter Stern in dem jüdischen Kosmos. Sollst du gehen und mit deiner wichtigen Arbeit für eine Sache mehr Jahren. The Butchery, Yatka und Essenbar Geschäft, befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street, Brookline. Und sie haben eine Auswahl von aller koscher, glatt koscher Fleisch. Und alle Zugeräte Meicholim sind jetzt glatt koscher. Der Butchery wünscht euch alle einen freilichen und gesunden und süßen und koscheren Pesach. Kommt rein in Butchery, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. 617-731-9888. A süßen, koscheren Pesach. Good Yontif von The Butchery in Brookline. Mein Name ist Max Kellermann. Ich wünsche alle unsere Koinen zu einen gesinnten, freilichen Pesach und einen kuscheren Pesach. Also ich kaufe in The Butcher und so einen kuscheren Pesach. Und the Lember you tun das for many years to come. You know, the Butcher is eine von der besten Stores, was ich kann sagen. Und Menschen kommen von all over, because the gleichen zu shoppen to do. The Preise sind gut, the Bedienung ist gut. Und die Atmosphäre, Menschen kommen heran und sieht einer sich im Zweiten. Also will einer sehen im Zweiten, kommt dann der Butcher, die treffen sich da. Also, ich wünsche alle the best. Wir sollen leben bei Jura und tun dieselbe Sache. Eine Frage, ist da eine stille Zeit zu kaufen? Es ist ein sehr verpackter Platz da. Man kann nicht atmen, es ist so verpackt und eng wie Sardines da. Es ist eine Woche, 2 Jahre. Verstehst? Ein ganzes Jahr ist genug. Also Menschen treffen sich, man hat Geduld, man redet alle, man trifft einen und zweiten, wo sie sehen sich nicht, dass sie der Platz treffen sich und sie, aber kennen Menschen. Es ist so, es ist nicht gefährlich, es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit, zu sehen Menschen. Gut, ich wünsche euch einen koscheren, freilichen Pesach. Ich wünsche das auch. Aber in dem Bild von der Hasene steht eure Schwester in dem Bild? Nein, sie ist nicht da. Sie gewähnt mit der Freund. Das ist eine chassidische Hasene. Und dort ist die alle Menschen, die sind auf dem Bild, dort ist gewähnt der Hussen und sein Futter, sein Seide, meine Cousine, was hat Hasene gehabt mit ihm, ihr Tate, Moshe Shlomo Levinson, ist gewähnt dort mit dem Stramel, und von die alle Menschen, die sind gewähnt dort, nur 2 übergelebte Melchoma. Mein Cousin, was ist jetzt schon in Oliver Scholem, ist weggestorben, ein paar Jahre zurück, was ist gewähnt Leibel, und Harav Avrum Kroll, sein Futter ist gewesen, Harav Motchanissen Kroll, ist gewesen einer von den größten Rabbunen in Lodz. Und das ist, was ich habe, die einzige Fotografie, was ich habe. Aber was für Chassidim seid ihr gewesen? Wir sind gewesen Gerre Chassidim. Sehr nun zum Gerre,
bei Seide in mein Tate sind gewesen sehr nuend. Mein Tate ist gewesen ein größer Freund von Rabbi Yisruel, Zechroino Tzadik Levruche, was ist gewesen, gekommen zu uns in der Dasha, und so haben gegangen in den Wald rein, in Gedavant, zusammen in den Wald, auf Shabbos, sind gekommen, Freitag zusammen mit dem, in Zimmer, sind wir gewesen auf der Dasha, in einer Platz, was hat geheißen in Polisch, Vishnova Gura. Und Vishnova Gura ist gewesen in Adasha dort, die Freuen mit den Kindern sind gegangen und geblieben dort die ganze Woche. Und die Männer haben gearbeitet in Lodge, sind gekommen Freitag, und sind gewesen dort den ganzen Schabbos, und sind in der Früh, sind gefahren zurück nach Lodge zu arbeiten. Ja, solche Zechroines, ich habe also 4 Zechroines. Weißt ihr, als ich habe geschrieben, jetzt ist euch über Gesetz geworden auf Französisch, in Englisch ist es geheißen Memories in Focus, the story of Pinchas Guta, and published by the Israeli Foundation. It only costs about $8-9. I mean, it's not a very expensive book. It's got about 170 pages, and it's got quite a few photographs, and they are the photographs of the 2 photographs which I had out there, and some other photographs. Is etwas anders heint? Heint ist Jahr 2022. Heint ist der 20. April. Was ist anders heint oder Jahr mit eurer Geschichte und was ihr tut? Ich weiß, dass ihr geht über Lektien und Interviewen. Ist etwas anders Jahr? No, in dem Moment ist Pesach. In Pesach ist nicht da sehr, ist für mich sehr eine schwere Zeit, von dem, weil ich die Gedanken, was ich bin gegangen in Warschauer Ghetto, und ich bin umgekommen nach Majdanek und verloren die ganze Mischbuche. Wir sind gewesen mehr Sachmenschen, wir haben gehabt. Ich habe gehabt, bei uns, wir haben gehabt eine größere Mischbuche, öfter 150 Menschen in Polen oder mehr. Wir haben gewohnt in Polen mehr wie 400 Jahre. Wir sind gewesen Weinmacher. Mein Vater hat mir ungeheuer mir zu weisen, wie wir können werden ein Meister Weinmacher. Und es ist sehr traurig von mir in die Zeit, speziell mit Covid-19, als wir können nicht tun, was man will. Für ältere Menschen, wie wir sind, muss man sein, isoliert. Und es ist schwer. Es ist nicht sehr machtig für Holocaust-Survivor zu sagen, zu gedenken, und speziell, was tut sich jetzt auf der Welt. Also man kickt da rein, was Putin tut, was die Russianer tun. Mein ganzes Leben bin ich gewesen sehr, ich habe getracht, alle gute Sachen, weil ich bin befreit geworden von den Russen in 1945. Und ich hab geläubt, die Russen, also sie haben übergelebt, sie haben gewinnen die Milchumme, weggehackt die Nazis und alles Ding. Und jetzt, wo seitdem dort in Ukraine, ist so gefährlich, und als man guckt in der Television, und man sieht, was tut sich dort aus. Ja, so man harget da weg Menschen, Kinder, Freuen, und man sucht da so viel liegend. Es nimmt da weg, das Herz ist weitig. Es ist nicht leicht, das anzugucken, speziell für einen Holocaust-Survivor. Und ich habe geredet mit verschiedene von meinen Freunden Holocaust-Survivors. Und sei alles brecht seit des Herzens. Wie soll kommen Tieren an solche Sachen? Als so viele Jahren noch zu kommen von der Zweiten Welt kommen und noch der Shoah. Wie soll kommen Tieren an solche Sachen? In verschiedene Sachen, wo es auch viele Tiere sich in die Antisemitismus
ist etwas, jeden Hass ist also schwer jetzt, immer dem, wie mir kickt da rein, in Europa, in Amerika, auch viele in Kanada, wie hat keiner nicht gefunden, solche Sachen. Wir sind gewesen hier, du, so viele Jahren, man hat nicht gewusst von Antisemitismus. Jetzt muss man viele Sachen, du gefällt man, was ist sehr, sehr schlecht. So, es ist eine traurige Zeit. Es ist nicht eine gute Zeit. Ihr habt der Mann die ukrainische Wächter in Lager, aber nicht geguckt auf dem, hat ihr nicht kein schlechte Gefühlen wegen die Ukrainer in jetziger Moment, Emmes? Wir soll kommen nun, die Menschen, die wohnen heute in der Ukraine, sind nicht die Menschen, die haben getan die Sachen. Ich weiß nicht, Antisemitismus ist, ich weiß nicht, wie das zu sagen in Jiddisch, es prevailed everywhere. Immer dem, wie man guckt da rein, wegen in Amerika, in die United States, in Europa, immer dem, wie man guckt, du Jeden hast. Die Jeden sind allemal schlecht. Wo steht sich dort? Wo steht sich in der ganzen Welt? Die Jeden sind schuldig. Man schuldet die Jeden für alles Ding. Und wie soll kommen? Ich will nicht. Hass ist nicht gut. Hass ist nicht. Ich kann nicht. Also ich kicke rein auf die Television, ich sehe, was tut sich dort in der Ukraine, von mir tut der Harzweitung. Ich habe Harzweitung von dem, als ich gucke, was tut sich dort. Und das ist ein unschuldige Menschen, werden weggehargert, und von mir, das ist ein Verbrechen, und wir müssen etwas hinlegen. Ihr habt gehört, dass Israel will sein neutral. Ihr seid Maske mit sehr Beschluss? Mit was? Als Yisrael, die Regierung von Yisrael will bleiben neutral in der Milchome. Ich bin nicht kein Politiker und ich will nicht sagen, wo sie Medina von Yisrael darf stehen oder darf nicht stehen. Ich bin sicher, als eine Sache von den Menschen, die wohnen in Eretz Yisrael, ob man sagen, hartzweitig, wenn sie sehen, was tut sich mit ukrainischen Menschen. Ich meine, als es gewesen in der Ukraine haben gewohnt, als Sachmenschen sagen 200.000 Jeden, 100.000 Jeden, aber jeden haben gewohnt in der Ukraine und sie leben. In jedem Jahr fühlt man noch an in verschiedene Sachen. Und ich habe gesagt, dass sie dort tun, Antisemitismus wie alle Plätze. Aber ich kann nicht haben Hass oder etwas gegen die Menschen, die wohnen in der Ukraine ein. Ich habe noch Harzweitung, als ich sehe, was mit das sei. Das ist die andere Sache. Wegen was wird sein, was die Israel tun, die Israel müssen tun, was sie meinen, was das Beste ist, was das Sagen für Israel. Und das ist von mir die Wichtigste. Also Eretz Israel soll Chai v'Kayam. Gut gesagt. Letztens will ich der Mann in eine wunderliche Arbeit mit Shoah Foundation. Ihr seid der, was hat gemacht die Holograms. Und mir weiß das letztens auf 60 Minutes, ich weiß, das ist gewähnt von mit 2 Jahren zurück. Aber sie hört ihr von Menschen von Zeit zu Zeit wegen euer Hologramm bei der Shoah Foundation? Die ganze Zeit. Ich krieg von, ich habe geredet, Montag habe ich geredet mit einer Gruppe von Richmond, Virginia, eine Gruppe von militärischer Basis mit der Offizieren als Sergeanten von der amerikanischen Armee. Sie haben gewollt, als ich sie haben mir gefragt, sie haben gesehen, die New Dimensions and Testimony, sie haben mir gefragt, dass ich soll reden. Ich habe geredet mit sie mehr wie ein Schuh. Nächten, was ist ein Mittwoch, Dienstag habe ich geredet mit einem anderen Platz von Washington oder etwas so. Ich kriege die ganze Zeit Menschen telefonieren mir, sie sehen mir und sie sind sehr
sehr empathisch, wie mir sagt es, sehr sympathisch und empathisch und sie danken mir und es ist sehr interessant, also wie die Welt weiß von dem, die Welt weiß, was ist geschehen. In die richtige Menschen, was glauben nicht in alle die Liegen, was man sucht ein. You know, I called, let me just say it first in English. I call it the century of lies. The 21st century is a century of lies. Und das ist a Zeit von Liegen. Heint ist das a Zeit von Liegen. Bei der Sedua Sachmenschen, was willen wissen, was ist die Wahrheit. Und sie fragen mir zu reden, was ist geschehen, was ich suche sei, was soll nicht geschehen jetzt, und was man darf man darf die Kinder weisen, und sei zu zeigen, was mit hier nicht, man sei zu auslernen, als die Zukunft soll sein anders, wie so steht sich a viele heint, was ist einmal geschehen, was steht sich heint, und soll sich nicht sitzen soll sich nicht sein in der Zukunft. Ich habe a viele geredet in die United Nations, in 2018 habe ich geredet bei sei, ich habe gefragt, die alle Ambassadoren, die alle Ministerien, habe ich sei gesucht, you know, you August, you know, excellencies, you should please do something about it. Go home and tell your governments to do something about this iniquity that's going on. Toda rabba, ich habe schon geredet, zu viel geredet. Mit Vergnügen. Hat a süßen Pesach, a guten Moed und seid gesund. Euch zu euch, das ganze Mischbuche, seid mal gesinnt und stark, Shalom ve Bracha, a kuschen Ende von dem Pesach und alles gibt es, was wir können hoffen, soll euch sein. Und es ist sehr fein, als ihr habt im Radio in Jiddisch, von dem wir vergessen schon, auch viele ist nicht so leicht von mir zu reden. Ich habe nicht Kaukasien mit wem zu reden Jiddisch. So, ich vergesse das auch. Ich habe nicht vergessen dem Luschen. Ich rede mehr wie 8 Lechoines. Ich rede Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch. Ich bin gewohnt in verschiedenen Ländern. Ich vergesse nicht. Normalerweise, ich kann alle die Lechoines. Aber es ist nicht mehr so leicht zu reden, von dem, weil ich bin nicht angewohnt zu sehen. Okay, seid mal gesinnt. Gamatem, seid gesund. Dank, Pinchas. Koltiv. Ihr habt noch was gehört, unser Interview mit Pinchas Gutter, Lebengebliebener von Warschauer Ghetto und Majdanek, Eidessauger in Form von Hologramm bei der USC Shoah Fundatie und Mechaber von Buch Memories in Focus. Wir bedanken ihm sehr für sein Teilen mit uns, von seiner Zachreines, von der gräulichen Zeit und sein Machshavas wegen der jetzigen Zeit. Wir wollen bedanken alle unsere Stützers und Beteiligte und gute Freunde, was haben sich beteiligt in unseren Pesach-Programmen. Lassen wir bedanken Israel Bookshop, Eli Dovek, Barosh, The Butchery, und ihr habt gehört, Max Gellerman, Oliver Sholem. Und so lange Jahr Cheryl und Ann und der Moormischpache bei Cheryl Ann's Bäckerei in Brookline. Wir bedanken euch, die American Association of Jewish Holocaust Survivors of Greater Boston. Tanya Lefman hat uns begrüßt. Und wir bedanken Janet Stein, Präsident. Ihr sollt wissen sein, als es wird seine jährliche Haskora virtuell Hayor. Das kommt vor Sonntag, dem 1. Mai, 2 Nachmittag. The Thema ist At a Crossroads, Preserving the Truth. Die Hauptrednerin wird sein Frieda Greisel. Für Informationen und zu registrieren, wendet sich zu der Webseite jcrcboston.org/YH2022. Die Jiddisch-Liga mit Gitterschächter Vishwanath, Vorsitzerin, und die Beteiligten von unserem Programm David Braun, Sholem Beinfeld und Lea Sporer-Levitt. Wir bedanken euch, unser guten Freund Mottel Moorstein, und wir bedanken der Chevre von Bostoner Arbeiterring Jiddisch Komitee. Ihr habt gehört von Liebe Gritz.
Und wir bedanken unser Chaver Fischl Kuttner. Unser Programm Agev Ibrach Tag wird sein Yom HaShoah und es fällt euch bald Jisker in die Schielen, weil wir endigen mit Kel Mole Rachamim, gesungen von Chazen Shalom Katz, Oliver Shalom, Hatanoa. Nach einmal auf freilichen Pesach, a guten Moed, und wir wollen mit euch reden über 8 Tage. Das redet von euch Meir David von dem jüdischen Kol.
בניהם ובנותיהם, אחיהם ויחוסיהם, נוזרים צדקו.